der seht jo zu diesem Text, weil es richtig ist, gegen Umwidmungen zu kämpfen, dem Mojameische der Power zu gehen, Umwidmungen zu erleben, der Staat zu zwingen, sich eigen Gesetze zu befolgen, und schließlich auch etwas gegen Leerstände zu machen. Was der Staat anbelangt, wie sieht immer so schön der Gastgeberien, braucht ein Gesetz für das zu machen, was er richtig fand. Ich meine, noch heute schon, kind der Staat ohne eng zwingend gesetzlich Basis so kommen gehen an die dorte Richtung, aber wir machen Büroreim frei. Der Franz Feio hat ganz klar Beispiele genannt, mit nimm von staatlichen Institutionen oder Etablissementen, die Wohnraum besetzen. Ich will ihn nicht nennen, da das zum Beispiel ein Tribunal de Commerce Saint-Esprit. Das war an der Zeit eine vierläufige Lesung, da gingen ganze Stockappartementer besetzt von einem Tribunal. Ist eine keine provisoire qui dure. Das muss ich natürlich auch so. Wann dann nur den Tribunal de Commerce gif plünderen, ja, da gëtt der Wohnraum frei. Me Fakt ist ja aber auch, dass dann ein anderes Gebäude muss gebaut, wo den Tribunal kann hinkommen, und auf dem Terrain hätte ja auch dann eventuell können Logement stehen. Das ist also nicht immer so evident. Ein Gemeng sollte an so können bestimmen, ob sie do Geschäfte, Büroen oder Administrationen will oder nicht will. Mehr am Endeffekt muss allgemein dafür sorgen, dass Besoin erfüllt gehen. Da wo Büro gebraucht gibt, muss noch Büroen können entstehen. Was das Logement angeht, haben wir letzte Woche an der Debatte ganz viele Pisten abgewiesen von allen Banken. Wir wissen, dass man genug Bauplätze braucht, wenn man genug Wohnungen wollen, dass man mehr Haus bauen, dass man mehr rapid und flexibel Baugenehmigungen brauchen, anstatt ewig lange Prozeduren, kleinkarierten Musterspieler, Interpretationen von Reglementen. Wir brauchen die Intervention von sozialen Promoteuren und so weiter und so fort. Ich wollte das Debatte benutzen, für auf einen Aspekt ein bisschen mehr anzugehen, und das sind die Leerstände. Für was gibt es überhaupt Leerstände? Ich meine, kein normal logisch denkender Mensch lässt eng Wohnung eitel stehen, wann er für die Wohnung kann einen marktgerechten Loyer kriegen. Wenn das also möchte, muss es eine Ursache gehen, und die Ursache muss man bekämpfen. Die Ursache kann sein, dass man einen Ehebedarf hat. Und dass man aus dem jetzigen Gesetz 1,5 Jahre brauche, für eine Wohnung zu liberieren, wenn Ehebedarf da ist. Also kann ich mir vorstellen, dass Leute, die sagen, mein Enkel können von der Uni an 2-3 Jahren, komm los, wir leben Eidelstunden, da gehen ich den Scherereien aus dem Weg. Eine andere Ursache ist Renovationen, die nicht viel kommen. Häuser, die müssen renoviert werden, wo 6 von 7 Lokatieren rausgehen, mit der 7. trifft sich, und natürlich stehen dann die 6 von nicht ewig lang eitel, bis dann endlich der letzte Lokatier auch rausgeklot ist. Eine andere Ursache für Leerstand kann sein, dass ich auf eine Baugenehmigung werde. Und dann, dass ich mein Projekt kann machen, soll ich mein Haus verloren, ja oder nein? Wie sehr kann ich die Lokatier dann jetzt lassen, wann ich dann endlich meine Baugenehmigung habe? An eine letzte Ursache, die ich immer mehr feststelle, und die auch nur vollziehbar ist, als die Flamme. Fakt ist, wenn die etwas verlohnt, an de Lokatier bezielt der Loyer, die macht ja nicht direkt den Schritt auf Gericht, der wird ja 2, 3, 4 Monate, der gibt dem Mann eine Chance, der macht eine Rekommande. Wenn er dann endlich ihre Kette macht, braucht 3 Wochen, bis er überhaupt eine Konvokation kommt. Wenn dann ein Lokatier, so ein Lokatier nach verkauft hält, dann dauert es 3, 4 Monate, bis das plädiert geht. Und dauert dann nach ein Jahr 2, 3, 4 Wochen, bis das ein Urteil haben. Und da muss ich nach in die Wichte fahren, den exekutiert. Und noch da wissen wir, in der Praxis brauchen wir bis 2 Monate, bis das kann exekutiert gehen. Das heißt, wir haben insgesamt 12 Monate Loyer verloren, ehe wir die Lokatier, die nicht bezahlt, endlich da draußen haben. Und da ist noch nicht die Freien dabei. Die Freien für den nach verkauft, so mal 1.000 € Cash zu einer Fair, die Freien für den Degapissement, all normalen Diewichte Freto eng 2.000 € Provisionen. Das sind also ganz viele Suen, die fehlen. Aber per Konter kann ich eine Garantie lokativ nehmen von, ob 2 Monate, tatsächlich bleiben dort ganz viele Suen sitzen. Da kommt noch dabei, dass nur der Gepissement vielleicht auch nach Schiert bestehen, ich muss auch noch neu ausstreichen, und da soll ich frohgemut an eine neue Lokation herangehen. Dann wird es ganz klar, dass das Agence Sociale, ja schon heute vom Kollege Traversini gesprochen hat, ja, das ist eine exzellente Lesung. Mir eine andere Lesung ist auch eine Adaptation von unserem Bayer-Loyes-Gesetz. Und das ist das Einzige, was ich heute bedauere. Wir merken ja heute an diesem Wort eine Änderung vom Bayer-Loyes-Gesetz.
Do kind de awer profitéieren an so Gesetzer dann och ab dem Dotepunkt ze legiferieren. Wir brauchen fir net bezueller vu Loyer filmmi schnell, filmmi kurz a filmmi effikaz Prozeduren, dat wir e ganz wichtige Schritt an die richtige Richtung fir gegen Leerstellen zu kämpfen.